WajchWiesa, welkom zum Programm WajchWiesa. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir freuen uns, dass wir von dir noch einmal mit Eduard spazieren können. Wir wären uns aber nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, wir können wieder utschaffen, was fehlt mir reden von Rassismus. Rassismus, ja. So, wenn du kostet Programm von Feldmol Wahrlich horchen, wir reden von Feldmol ein bisschen Eva, dort wie vielleicht unertrockene Ungewohnheiten, wo wir den anderen Menschen sein. Wenn die anders ist als wir oder anders abgebrochen ist als wir, einfach eine andere Kultur, andere Familienverhältnisse. Und so, manchmal wird uns das unertrocken, wird dort wie den anderen vielleicht weniger wirtschaften, oder manchmal kommt es bloß so, wenn es dir so anders ist, das verstehe ich nicht. Und dann redet Eduard auch davon, dass in der Bibel dort ganz klar gesagt wird, dass Gott hat alle Menschen gleich gemacht, er lebt alle gleich, und Jesus ist für alle Menschen gekommen und gestorben. Und wir reden auch darüber, dass es eine Gemeinde, die Gemeinde kann durch ein Beispiel sein, dass man alle Typen kann Gottes Reich bauen. Nu har vi daran gedacht, dort ist eine feine Grundlage, wir haben darüber geredet. Aber was sind so praktische Beispiele, wenn es zum Beispiel nu in einer Zeit ist, und dort kommt wer nennen, den ich nicht kann, der ganz anders aussieht als ich, und er hat viel mehr vielleicht schlecht darüber, dass ich vielleicht seine Sprache nicht ganz kann, oder wo kann einer nu jeng das sein? Wie weit dass das nicht gut ist, so ist das zu sagen, jeng über uns Nächsten. Aber was haben wir nu praktisch ans Denken vielleicht ein bisschen anders ertragen, und wo haben wir nu eine Gemeinde praktisch das verändern? Bueno, so, ich habe wat gedanken dazu. Eins würde ich kurz von der Bibel nehmen, krijgt dus een tekst wat we im Ferienprogramm becheckten, dat is jüdische en heidische Wetfrüh ist, in Apostelgeschichte, dat eine Gruppe, die fangen an sich zu beklagen, dass sie nicht so gut behandelt werden. Und was passiert, wie dat die Gruppe, wat die Minoria wird, dus die wat weniger Menschen werden, die werden nicht so gut behandelt, als du, wo viele Menschen von wir. Und ich glaube, das ist eine Sache, was wir kennen, wenn wir in der Kirche sind, oder in der Schule, oder wo immer, wenn wir in der Kirche zum Beispiel nehmen, dass die Gruppe, wo eine kleinere Gruppe Menschen für ist, wo wir vielleicht einmal extra viel Zeit nehmen, und gut zu behandeln. Und das hier sich vielleicht dazu auch recht, weil wir da lieber mehr Zeit nehmen für die, wo mehr Menschen von sind. Aber vielmal ist das im Leben gleich umgedreht. Die machen diese Gruppe, wo weniger Menschen von sind, extra vielleicht ans Zeit nehmen, wenn wir dort nicht tun, dann für jeden von deren Zeit nehmen. So, weil wir dann einfach uns extra Zeit nehmen, für diese kleinere Gruppe zu schaffen, wann immer die dann ist. Und ein paar praktische Dinge, was wir lernen können, ist eins, dort haben uns Täne geschenkt, sehr schmackhaft, und die sind zum Wiesen. Wenn wir Menschen irgendwo in der Kirche kommen, und wir unseren Smile oder uns freundliches Gesicht wiesen, dort wies all Fuß dort ich auf sie. Wenn ich den sie eine Sprache nicht kann, aber die sind meine Täne, und die sind wirtschaftlich, ich checke das, dort allein redet all genug. Und dann brauche ich nicht mal den sie eine Sprache kennen. Dann kann ich da anfangen zu tanzen und zu sagen, Jesus, und die ist eine Hüch, und alle Hunde so was. Irgendwann wird ich verstehen, dass ich den Gott sehe, und Gott den Gott ist, und irgendwann wird ich vielleicht ein bisschen von meiner Sprache kennen, und ein bisschen von denen sehen, und dann, wo wir uns verstehen kennen. Ein anderes Ding, was wir da nicht kennen, das sagt noch nicht in der Bibel, aber das habe ich erfahren, das ist mit anderen Menschen zu eten. Eten, das verbindet kleine Kinder, das verbindet, das habe ich immer gesagt, dass wenn die spazieren führen, dann nur eten, dann fangen die Kinder an zu spielen. Und so ist es auch zwischen uns großen Menschen. Wenn wir Tag gegessen haben, dann irgendwo bereiken Sachen. Und besonders, zum Beispiel, wenn du in eine andere Kultur kommst, die haben bestimmt andere Sorten eten. Wenn Mexikaner kommen, die haben bestimmt ein bisschen Pepper eten, da werden die nicht sagen, nee, ich ete so nicht, was du isst. Lieber sagen, kann ich mal ein bisschen schmecken. Und wenn mir das dann sehr pepperig wird, dann sage ich sehe das nicht gewarnt, aber ich will nächstes Mal wahrer schmecken von den Eten. Eten ist eine Sache, das bereicht sehr viel Wein, was wir uns abgebieten haben.
de woorden gebruiken en wie kunnen ons beter verstaan. En een andere is fasten vieren. Dus fasten vieren, dat kan man doen ook, wanneer man viele Kulturen irgendwo ist. Zum Beispiel ein Fast vieren, wo jeder einer seine Kultur verbringen kann. Dann kann der einer vielleicht einen Tanz verbringen, der andere kann verbringen eine Geschichte en irgendwas zum Lachen en dan irgendwann dann erst da wat interessant ist, als dat wie ons ontvangen te bekämpfen, du bist so, jammer, so und so wieder. Das macht die Gedanken op, nicht? Dat einer dann kann seine... Ja. Nee, ik moet ook immer waren, also, wann wir uns anfangen zu interessieren für den Nächsten, ne? Dann kann lieber dem Tjane, dann ist man moit wie, hey, das je train mit dem Mensch. Ja. Dann liest du den Tjane und dann liest du den wirklich schätzen, das krijgt, naja, das ist interessant dann mit dem Typ zu sein. Und einer büht dann auf, wo einer dann vielleicht an Gedanken abgebüht hat, dat, oh, das ist anders, die wird mir sowieso nicht verstehen. Das büht dann alle auf im Gedanken, nicht? Kijk mit diese praktischen Dingen. Das ist sehr interessant. Das hier, das vielleicht ein bisschen weit, aber manchmal, wenn irgendwo gestohlen wird, und du mehrere Kulturen sind, das wird nicht alle so haben, oder nicht. Hier in Südamerika, wie checken Fuß, die Person, die nicht Plattdeutsch kann, die hat gestohlen. Und ich glaube, wir müssen uns lernen, nicht so zu denken, dass das unbedingt immer die Person ist. Das ist nicht immer der Fall. Vielleicht der Jüdisch, du sind von den Menschen manchmal stehlen. Aber dort wir uns lernen, uns denken, zu werden, nicht immer Fuß denken, die ist das. Und weil wir unsere Kinder ertragen. Wie ich hier einmal sagte, wie der dort war, wo Mama sagt, wenn du nicht was geharrje, dann waren die, und mir der leitet wird, was ich nicht wollte sagen, aber dann sagen wir, dann waren die Sporters, die holen kommen. Und in vielen Ländern, wo wir kennen, im Gefängnis gebracht worden, für so das dort sei. Und dort hat einen Grund, nicht so? So, ich glaube, wir brauchen unsere Kinder so eine Sache nicht erklären, dass schwarze Menschen, oder dunkle Menschen, oder Menschen, die anders angetroffen sind als wir, en holen kommen worden, en stehlen worden, wann sie sich nicht gut benehmen. Ich glaube nicht, dass das ein Beispiel ist, wo wir unsere Kinder ertragen sollen. Und ich glaube viel mehr, dass wir unsere Kinder lernen, wo wir allem Leben kennen. Und, ich meine, du hast ja eine Grenze, nicht? So, wie wollen unsere Kinder nu nicht, alle wenn nu fort mal in der Stadt, dann sieht man mit alle Menschen, was die nicht kennen. Ich glaube, die abpassen unsere Kinder, aber ich glaube, jeder einer versteht. Dass wir lernen, dass wir da auch nicht gut handeln von anderen Menschen. Dass wir respektvoll sind und dass wir wissen, dass ich habe für die ewig. Und das haben wir alle in uns Leben anwenden. Wir können das von jung ab tun und ich glaube, was wir als erwachsene Menschen, was wir da tun, was wir tun sollen, ist, wir sollen unsere Gedanken anfangen zu lernen, dass unsere Gedanken nicht mehr festgewandelt sind und dort, wo ich abgewaschen sie, oder was ich gelehrt sie, sondern dass ich meine Gedanken proben kann, als die richtig sind. Und wenn die nicht sind, dass ich die immer wieder frisch ernähren lasse. Wenn ich mag, wo ich al viele Mal selbst weit von Rassismus weggekommen bin, und dann auf einmal habe ich mich tachgelassen und meine Gedanken wieder positiv waren, trägt nach dem gekommen. Und was ich muss tun, ist einfach sagen, Jesus, du hast die Kontrolle über diese Gedanken, nimm du die über und ich will nie das Denken haben. Ein nie denken, wo Jesus alles ist und nicht mein Stahl oder meine Kultur, mein Gott ist. Exactamente. Das ist sehr gut gesagt. Und ich glaube, der Herr Jesus, der mag unsere Gedanken nie. Ja? Sí. Gut. Dankeschön, Eduard. Dankeschön, dass du dabei bist. Und wir hoffen, dass wir alle auf diesem Gebiet was kennen. Live miteinander Hand, live auch für die, die an der Sprache reden. Und dass wir den Respekt an dem Ohren aufbringen. Und Eduard, du erwähnt ein paar Sachen. Ein, wir freundlich checken. Das andere, wir tab eten. Und was wir das drehen? Einfach top Sachen tun, oder Fasten vieren, oder einfach versuchen, den anderen seine Kultur zu schätzen. Einfach versuchen,
in denen sie eine Kulturinteresse zu wiesen, dort die dort interessiert, was er dort hat. So, das ist bloß 1, 2, 3, ne? Ja. Freundlichkeit, Tab eten und Fasten vieren, so, auch mit anderen Kulturen. Wenn wir da anfangen zu üben, da wird sich vielleicht al viele lernen, ne? Ja. Gut, danke schön, dass du dabei bist. Dann beim nächsten Mal im Programm WajchWiesa.